Ja, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch nachträglich, liebe Schweiz. Gestern hattet ihr Geburtstag, ja, super. Ich bin ein bisschen rumgefahren gestern am Nationalfeiertag und was mein Denken so als Deutscher ein bisschen gesprengt hat, als wir so einem Haus vorbeigefahren sind und gesehen haben, wie viel Schweizer Fahnen man an ein Haus hängen kann. Also es sprengt so ein bisschen als Deutscher mein Denken, aber es ist ja auch okay, dass das super ist. Da können wir noch viel von euch lernen, auch mit Fahnen umgehen und so weiter. Ich weiß nicht, was dein Denken so sprengt, aber in der Bibel gibt es ein Wort, das heißt ekplesso. Das ist ein griechisches Wort und das heißt, dass mein Denken gesprengt wird, dass ich überrascht bin, aber dass ich auch erschüttert werde in meinem Denksystem. Okay, ich habe das immer wieder Momente, wo mein Denken herausgefordert wird, nicht nur am Nationalfeiertag gestern in der Schweiz, sondern ich habe letztens gelesen von einem Mann, der heißt Kim Peek und der konnte 2 Buchseiten gleichzeitig lesen. Wir glauben, da muss ich erst mal drüber nachdenken. Ich könnte nicht mal so schielen, dass ich 2 Seiten gleichzeitig lesen kann. Der konnte sich auch merken und er hat den Inhalt von 12.000 Büchern noch aufzählen können. Ich weiß nicht mehr so genau, was ich in meinen eigenen Büchern geschrieben habe, nach 2 Jahren, muss nochmal nachlesen. Also das sprengt mein Denken. Wie kann man so etwas hinkriegen? Ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo dein Denken erschüttert wird und du dachtest, ich hätte mir nie vorstellen können. Auch immer wieder, wenn ich mit meiner Frau mich unterhalte, wird auch mein Denken erschüttert. Und zwar hatte ich letztens eine Situation, da haben wir uns über Farben unterhalten. Ich habe gelesen, dass wir als Menschen bis zu zwischen 1 Million und 10 Millionen verschiedene Farben sehen können. Also wir können sie nicht immer beschreiben. Ich habe ungefähr 9 Farbtöne, die ich beschreiben kann. Meine Frau hat viel mehr. Letztens haben wir uns unterhalten über Farbtöne. Da ging es los ist das jetzt Korall oder Lachs oder Aprikot? Ich dachte, es ist halt orange-rosa. Es ist also wie Aprikot. Magenta oder Pink? Immer noch rosa. Oder, weißt du, was mein Endgegner ist in Farben? Beige-Brauntöne. Weißt du, wie viele Beige-Brauntöne es gibt? Das ist ja der Wahnsinn. Also zum Beispiel Champagner oder Creme oder Elfenbein oder Vanille. Ich hätte gesagt, bis dahin weiß. Und letztens unterhält sich meine Schwägerin mit meiner Frau und eine andere Situation noch. Und dann sagt sie so, ja, vielleicht wäre die Farbe Taub gut. Taub. Ich weiß nicht mehr, wie das schreibt. Es gibt eine Farbe Taub. Wer kennt diese Farbe? Wer kann sie identifizieren? Gibt es einen Mann, der das kann? Okay, also cool, Bruder. Da, wer hat sich gemeldet? Super, Glückwunsch, sehr gut. Es hat nichts mit Mann und Frau zu tun, aber es ist natürlich so eine Sache. Ja? Das heißt, es sprengt mein Ding, ekplesso, das fordert mich heraus. Oder du lernst jemanden kennen und der macht auf einmal irgendwas, wo so ein Hidden Talent, wo du dachtest, boah, das überrascht mich doch wirklich, dass du das kannst. Also ich habe zum Beispiel 2 Hidden Talents. Ich weiß nicht, welche Hidden Talents im Raum gibt. Die sind sehr wichtig, diese Gaben. Zum Beispiel kann ich das Geräusch nachmachen von einer Ente, die ins Wasser geht. Sehr hilfreich im Alltag, brauchen wir auch immer wieder mal. Ich zeige dir mal, wie das geht. Also eine Ente, die ins Wasser geht. Seid ihr bereit? Cool, ist gut, oder? Ja. Also, ist jetzt vielleicht nicht überraschend. Mein zweites Hidden Talent ist, ich kann beim Einatmen reden. Hallo, wie geht's dir? Wenn man beim Einatmen redet, redet man so. Das ist total lustig. Meine Mutter war immer total genervt, weil mein Bruder kann das auch. Sie hat dann gesagt, hört mal auf damit. Was machen wir denn? Wir reden doch nur beim Einatmen, das ist so ganz normal. Hört auf! Ja, das ist auch ein ganz tolles Talent, das ich habe. Und das heißt, das sind vielleicht so 2 Dinge, da denkst du wieder, das ist ekplesso wahrscheinlich. Was ist dieses biblische Wort? Ekplesso, also mein Denken wird gerade herausgefordert. Ich wusste nicht, dass der das kann, der Teilchen. Ja? Wow, der kann beim Einatmen und nachher werden alle üben. Lass uns mal bei 3 alle beim Einatmen reden. Nur mal ausprobieren. Wichtig ist, du musst ausatmen und dann nicht reden, sondern beim Reden. Okay? Bei 3. Wir probieren es mal aus. 1, 2, 3. Wow, super habt ihr das gemacht. Ganz toll. Sunday night, stark. Ganz stark, ganz stark. Super. Wir schauen uns jetzt mal an, wo das Wort ekplesso, das griechische Wort ekplesso, in der Bibel vorkommt. Es kommt unter anderem vor, nachdem Jesus die Bergpredigt, die berühmteste Predigt, die jemals gepredigt wurde, beendet. Und wir lesen mal durch, was es da heißt. Es begab sich, als Jesus diese Rede, die Bergpredigt, vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte, ekplesso, über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. Das Wort heißt natürlich erschüttert, es heißt, mein ganzes
Denken wird erschüttert. Hast du das schon mal erlebt, wenn du dich mit Gott beschäftigst? Hast du schon mal erlebt, wenn du die Bibel liest, dass dein ganzes Denken erschüttert wird? Dein Denksystem, wie du bis jetzt gedacht hast. Ich erlebe das immer wieder. Und ich erlebe das vor allen Dingen, wenn ich die Bibel mal kurz das sein lasse, was sie selber über sich sagt, Gottes Wort. Und ich mal zulasse, dass was Gott dort spricht, mich erschüttern darf. In der Bergpredigt erschüttert Jesus vieles. Er redet zum Beispiel darüber, dass wir alle sündigen, dass wir Streit haben werden, dass wir Vergebung brauchen und Vergebung lernen müssen. Er redet darüber, dass wir Feinde haben. Er redet, dass wir sexuelle Lust haben an Menschen, die nicht unser Ehepartner sind. Er redet darüber, dass wir neu denken lernen. Er redet dafür, dass wir zu viel Geld haben wollen und habgierig sind. Er redet darüber, dass wir beten lernen müssen. Überall will er erschüttern. Und ich gehe mit euch heute in eine Bibelstelle rein und ich werde vorher beten für jeden, der das möchte, dass heute Jesus unser Denken erschüttern darf. Die Art und Weise, wie wir Dinge sehen. Wenn Jesus etwas erschüttert, dann immer dafür, dass er das Leben in uns vollbringen möchte. Ich bete das und wenn du möchtest, bete mit mir mit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute in unser Herzen redest, zu Hause am Bildschirm, hier vor Ort. Und ich bete in deinem Namen, dass du unser Denken erschütterst, da wo es erschüttert werden muss. Uns hilfst, neu zu denken. In Jesu Namen. Amen. Wir gehen jetzt in diese Bergpredigt rein, wo die Leute Ekplesso erlebt haben und wir schauen uns einen Ausschnitt an, über den wir heute ausführlich reden werden. Wenn du Notizen machst, kannst du auch das natürlich in deiner Bibel nachlesen. Matthäus 7. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn so wie ihr über andere urteilt, werdet auch ihr eins beurteilt. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch an euch angelegt werden. Jetzt kommt der Hauptteil des Textes, das wir uns heute angucken. Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du deinem Bruder sagen oder deiner Schwester, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei ist der Balken doch in deinem Auge. Die Bibelstelle geht weiter in Matthäus 7. Du Heuchler. Ist nicht schön, dass Jesus endlich mal den anderen die Meinung sagt? Ist doch super, oder? Ist doch schön, jetzt, man denkt sich jetzt gut, dass jetzt der Sohn so hier sitzt, ja? Oder der Sven Günther, dem schicke ich nachher mal die Predigt. Du wirst heute eins merken, die Bibel ist schönerweise und dummerweise für dich und mich geschrieben. Wir werden uns heute angucken, warum wir alle Heuchler sind manchmal. Das wird ein bisschen unangenehm, aber bleib dran. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, du wirst klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden. Ich bin Hundebesitzer, werde ich dir gleich erklären, was das heißt. Werft eure Perle nicht vor die Schweine. Ich bin kein Schweinehirte, aber kann dir da auch etwas erklären. Sonst trampeln sie nur darauf herum und versuchen dann, euch selbst in Stücke zu reißen. Wenn du Ekplesso erleben wirst in der Bibel, dann darfst du lernen, erstmal einen Bibeltext auf dich wirken zu lassen. Ich lasse mich ansprechen und nicht bestätigen durch die Bibel. Wir sind oft in der Gefahr, wir lesen es, ah ja, kenne ich. Ah ja, ist ja klar. Ah ja, der Balken. Ja, stimmt. Der hat das. Ja. Also ich lasse mich nicht bestätigen, sondern ich lasse mich ansprechen. Ich lese nicht den Text, sondern lasse den Text mich lesen und ich weiß, dass ich erstmal gute Fragen brauche, anstatt schnelle Antworten. Wenn ich den Text lese, habe ich ein paar Fragen. Ich weiß nicht, welche du hättest. Also zum Beispiel, warum nimmt Jesus ein Auge als Bild? Warum ein Splitter und ein Balken? Warum redet er über Hunde und über Schweine und nicht über Tauben und Katzen? Warum nimmt er diese Bilder? Und warum ist er der Meinung, wenn er jetzt mit uns redet, du Heuchler? Wo bin ich ein Heuchler? Ich bin doch kein Heuchler. Was ist ein Heuchler? Die Fragen wollen wir heute genauer angucken. Wir fangen an, indem wir in die Ursprache der Bibel eintauchen und schauen, was die Wörter bedeuten, die Jesus verwendet. Das erste Wort ist das Wort Auge. Es ist nicht nur ein Organ, sondern die Wahrnehmung oder die innere Haltung ist eine geistliche Perspektive. Dann haben wir das Wort Balken. Ich habe dir mal hier einen Balken mitgebracht, weil der Balken, der hier in der Sprache der Bibel verwendet wird, bedeutet ein tragender Holzbalken oder ein Dachbalken in einem Haus. Es ist etwas Großes, Schweres, Unübersehbar, etwas, was das Haus strukturell zusammenhält. Es ist in deinem Gedankengebäude eine entscheidende Art zu denken, die alles zusammenhält. Wenn du im alten Haus bist, wo es noch so Holzbalken gibt, gibt es manche tragende Balken. Wenn du das Ding rausholen würdest, würde das ganze Haus zusammenbrechen. Das ist der Balken, also ein tragender Balken in meinem Gedankengebäude, also wie ich die Welt sehe, wie ich denke, wie ich fühle, sagt Jesus, das ist ein Balken. Und wir alle haben scheinbar diese Balken. Splitter heißt in der Sprache der Bibel trockener Halm, Spreu, kleines Strohstückchen im Auge, etwas Reales, aber Kleines. Splitter ist eine sichtbare Sünde,
die sieht man deswegen auch schnell. Balken ist mein Denksystem. Das ist was ganz anderes. Weißt du, was meine Erfahrung ist? Ich habe gemerkt, dass ich als 19-Jähriger den lebendigen Glauben kennengelernt habe und damit angefangen habe, an Gott zu glauben. Ich weiß nicht, ob du an dem Punkt auch schon bist. Erlebt hast, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er den Zugang frei gemacht hat zu einer lebendigen Gottesbeziehung, dass er gestorben und auferstanden ist. Und ich weiß nicht, ob du sagen würdest, ich glaube an Gott. In meinem Leben habe ich gemerkt, das war eine wichtige Entscheidung. Aber weißt du, was mindestens so revolutionär war, als ich gemerkt habe, ich glaube zwar an Gott, aber ich glaube Gott oft nicht. Du kannst an Gott glauben, aber du kannst Gott nicht glauben. Was meine ich damit? Ich mache dir ein paar Beispiele. Zum Beispiel sagt die Bibel, wenn wir nicht vergeben, werden wir keine Vergebung erleben. Wir hören das, wir lesen und denken sich, nee Gott, das ist jetzt ein bisschen krass. Das können wir doch nicht so sagen. Ja? Ich glaube an dich, Gott, aber ich glaube dir nicht, wenn du sagst, wenn ich nicht vergebe, werde ich keine Vergebung erleben. So ein bisschen Unvergebenheit ist normal. Der Kai Günther hat es nicht verdient, Gott. Ich vergebe dem doch nicht. Also, und ich fühle mich auch nicht so. Und überhaupt, das ist ungerecht. Ich werde nicht vergeben. Was mache ich gerade? Ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht Gott. Und diese Challenge haben wir ganz oft, wenn du heute dich als Christ bezeichnest, sind wir diese Spannung drin. Jetzt sagt dir Jesus hier, dass wir einen Balken haben. Aber was ist im Alltag unser Reflex? Ja, ich habe doch keinen Balken, verstehst du? Ich habe so ein Splitterchen. Ne? Aber der andere, ja, mein Arbeitskollege, mein Schulkollege, die Politiker, die haben Balken, das kann man gar nicht vorstellen. Ich habe so ein bisschen, verstehst du, das habe ich. Jesus sagt, nee, du und ich haben Balken. Wir haben Gedankengebäude, die wir gar nicht merken und die beeinflussen uns jeden Tag. Wir wollen das heute mal anschauen an einem Satz, den Jesus sagt. Er sagt, tut Buße und glaubt ans Evangelium. Wir werden heute uns mal Buße anschauen und uns die Frage stellen, ob unser Gedankengebäude vielleicht dafür sorgt, dass wir verpassen, was Gott in Buße tun will. Ich bin im katholischen Umfeld groß geworden. Buße hieß da zum Priester gehen, etwas beichten. Dann habe ich irgendwann mehr kennengelernt, aber ich möchte mit dir in die hebräisch-biblische Perspektive eintauchen und du wirst merken, dass unser Denken erschüttert wird. Zu Risiken und Nebenwirkungen rennen Sie jetzt raus oder lassen Sie sich drauf ein. Also, das Wort Buße bedeutet im Hebräischen Teshuva, bedeutet zurückkehren, umkehren, zurückbringen, wiederherstellen. Allein bei diesen 4 Punkten müsste ich denken, wiederherstellen. Was denn wiederherstellen? Ich dachte, Buße ist, es tut mir leid, ich bitte Gott um Vergebung, Amen. Das Interessante ist, dass Buße im hebräisch-biblischen Denken ein Prozess ist und keine einmalige Tat. Nicht, ich gehe zu Beichte, sondern ein Prozess. Und ich habe dir 5 Punkte mitgebracht, kannst du notieren, weil ich sage dir, darüber werden wir noch ein bisschen nachdenken müssen. 5 Punkte im Prozess der hebräisch-biblischen Buße. Das erste wäre Sünde erkennen. Das zweite wäre Reue empfinden. Das dritte wäre Sünde bekennen. Das ist das, was wir vielleicht am ehesten mit Buße zusammenbringen. Dann Wiedergutmachung. Ach, du liebes Lieschen. Nicht nur Amazing Grace. Jetzt wird es unangenehm. Wiedergutmachung? Okay. Verhalten ändern. 5 Schritte. Wir fangen mit dem ersten an. Sünde erkennen. Wow. Die Bibel geht davon aus, wiederum, glauben wir an Gott oder glauben wir Gott? Die Bibel geht davon aus, dass wir dringend den Heiligen Geist brauchen, der uns zeigen muss, wo Sünde in unserem Leben ist. Warum? Wir sind Weltmeister darin, uns rauszureden. Weltmeister. Ich mache dir ein paar Beispiele. Also, ein Beispiel, wo wir Sünde nicht erkennen, ist, indem wir sie umbenennen. Das ist ein richtig sympathisches christliches Game. Wir nennen es ein bisschen anders, dann fühlt es sich besser an. Verstehst du? Also, zum Beispiel, ja, weißt du, ich habe es halt ein bisschen beschönigt. Das war halt so eine kleine Notlüge. Nee, es war eine Lüge. Es war eine Lüge. Aber es fühlt sich besser an, wenn ich so minimieren. Ich bin einfach sparsam. Nee, du bist geizig. Also, wir können die Dinge schön darstellen, aber wenn wir nicht an den Punkt kommen. Oder, ja, weißt du, ich rede halt gern offen. Nee, du lästerst. Das ist was anderes. Wenn wir Sünde nicht erkennen, kann gar keine Buße passieren. Wenn wir sie verharmlosen oder, ja weißt du, ich bin halt eine emotionale Verbindung eingegangen mit der Person, sagt letztens jemand zu mir. Sag ich, Bruder,
Du hast seelisch und geistig deine Ehe gebrochen. Oh, das ist aber gar nicht angenehm. Macht doch mehr Spaß, ein bisschen kleiner zu reden, oder? Oder bagatellisieren. Weißt du, Pastor, alle machen das. Ja? Das machen alle. Als ob das ein Argument für Sünde ist, ob es alle machen. Sünde zerstört. Psalm 51, lese ich dir mal vor. Da heißt es, oh Gott, sei mir gnädig. Ja, das wollen wir. Nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung. Super. Nach deiner großen Barmherzigkeit. Ich liebe Gottes Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. David erkennt die Sünde in seinem Leben. Ohne Erkenntnis keine Buße, keine Veränderung, einfach Ausreden. Also er erkennt das, was in seinem Leben falsch gelaufen ist. Ich kann auch mich vergleichen mit anderen und sagen, ja, schau mal, also, weißt du, also wenn ich deine Sünde angucke, da geht meine eigentlich noch, gell? Also schau mal dein Leben an, Bruder, also, wir sind Weltmeister darin, uns rauszureden, klein zu reden, zu entschuldigen, zu bagatellisieren, es schön zu reden oder Verantwortung abzuschieben. Ja, also weißt du, wenn du dich so verhältst, dann muss ich ja. Hm? Wieso? Letztens war ein Ehepaar bei uns zu Hause und dann fängt der Mann an, ja, weißt du, meine Frau, die macht das und das und das und das, da muss ich ja das und das und das machen. Dann fängt sie an, ja, aber du machst aber das und das und das und das und das, da muss ich ja das und das machen. Da habe ich gesagt, Bruder, Schwester, Timeout. Da habe ich gesagt, Bruder, hör mir zu. In deiner Bibel steht, du sollst die Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und dein Leben für sie geben. Punkt. Für deine Schuld ist egal, was sie macht. Es ist deine Schuld. Schwester, hör mir kurz zu. Dein Gott sagt dir, du sollst deinen Mann ehren und achten, erstmal unabhängig, was er macht. Lass uns einfach erstmal unsere Sünde angucken, unseren Balken angucken. Wir tun uns rausreden, merkst du es? Wir meinen es gar nicht böse. Sprüche 28 heißt es so, wer seine Schuld verheimlicht, bagatellisieren, rausreden, verharmlosen, abschwächen, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Okay, das ist ja schon mal krass jetzt. Ja? Du dachtest, ein bisschen happy clappy, Sunday Night Summer Service, jetzt gibt der so Gas. Es geht noch weiter, Freunde. Wir sind ja gerade erstmal beim Sündenerkennen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich habe gesagt, bagatellisieren. Ich mache es mal an einem krassen Beispiel. Krasses Beispiel deswegen, weil man es daran so schnell sehen kann. Ich nehme das Beispiel Pornografie. Ich könnte jetzt abschwächend sagen, ja, weißt du, statistisch gesehen machen das ganz viele Männer. Statistisch gesehen machen das einfach viele Frauen. Oder ich erkenne Sünde. Ich habe dir mal was aufgeschrieben, was es bedeuten könnte, Sünde beim Namen zu nennen. Wenn jemand auf einmal sagen würde, ich konsumiere Menschen als Ware. Ich unterstütze ein zerstörerisch, menschenverachtendes und ausbeutendes System der Pornografie und Prostitution. Ich trainiere mein Gehirn, Intimität ohne Bindung und ohne Verletzlichkeit, ohne Liebe zu erwarten. Ich betrüge meine Frau oder meine zukünftige Frau, meinen Mann oder meine zukünftige Frau, Mann im Herzen. Ich baue eine Parallelwelt, die meine echten Beziehungen unterhöhlt. Ich unterstütze ein System, wo Menschen drin sind, die als Kinder niemals frei gewählt hätten, dass das ein Traumberuf sein könnte. Ist das so oder nicht? Solange ich Sünde bagatellisiere und verharmlose, werde ich gar nicht an den Punkt kommen, warum es gerade so still ist im Raum. Wenn ich es nicht erkenne, können die anderen Punkte gar nicht passieren. Der zweite Schritt ist Reue empfinden und da gibt es viele Missverständnisse. Du hast gerade gemerkt, indem ich es ausspreche, wird es nicht nur still, sondern wir merken auf einmal, krass. Es ist gar nicht so eine Bagatelle, was ich hier tue. Ich zerstöre mich und ich zerstöre andere. Ich bin ein Sünder. Deswegen Reue. Joel 2 heißt es dazu. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen. Mit Fasten und Weinen und Klagen zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Den zweiten Teil des Verses finden wir toll, oder? Den ersten nicht so. Da ist zerreißt dein Herz, das ist Reue.
Nicht deine Kleider, ein äußeres Bekenntnis. Entschuldigung. Tut mir leid. Das ist so ein äußeres Bekenntnis. Zerreißt mein Herzen, das geht tiefer. Das ist Reue in meinem Herzen. Und es ist ganz interessant, im Psalm 51, Vers 19 heißt es, ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine Schuld. Hier müssen wir eins lernen. Wenn wir nicht unterscheiden zwischen einer Reue und einer Schwere in unserem Leben, werden wir keine Veränderung erleben. Ich erkläre es dir kurz. Also, es gibt einen Schmerz in deinem Leben, der ist Reue in der Gegenwart Gottes. Der führt dich immer zu Gott hin und es gibt eine Selbstzerfleischung und Selbstanklage, was viele unter Reue verstehen. Also, ich schaffe das nie. Ich bin hoffnungslos. Ich kann mich selber gar nicht mehr lieben. Immer mache ich den gleichen Scheiß. Das ist Selbstgericht und Selbstanklage. Das ist keine Reue. Das müsste eigentlich wieder ans Kreuz. Ich verurteile mich selber. Reue bedeutet, dass ich weiß, dass Gott mit mir über eine konkrete Tat redet, während der Teufel mit mir über meine Identität reden will. Du bist nichts, du kannst nichts, du wirst es nie schaffen. Das ist eine Schwere, die nichts mit Reue zu tun hat. Gott sagt zu dir, ich zeige dir konkrete Dinge, dass du umkehren kannst. Wenn Reue in Hoffnungslosigkeit endet, ist es keine Buße, sondern eine subtilere Form der Sünde. Es ist Unglaube an Gnade. Reue bedeutet, ich sehe das Ausmaß in meinem Leben, ich rede es nicht mehr schön und ich reagiere darauf in der Gegenwart Gottes und sage, Gott, ich stehe dazu. Und es gibt ein Weinen über meine Sünde, was befreit. Und was in mir eine Sehnsucht hervorbringt, dass dieser Christus mich wirklich verändert. Das ist Reue. Das ist etwas, was wir lernen dürfen. Dritter Punkt, Sünde bekennen. 3. Mose 5, Vers 5, da heißt es, in all diesen Fällen muss der Betreffende zuerst seine Schuld bekennen. Wenn ich sie erkannt habe, wenn ich Reue habe, dann kann ich es auch ganz konkret aussprechen, was ich vorhin als Beispiel auch gemacht habe. Es gab einen Fall in Amerika, großer Skandal, ein bekannter Pastor, er hat jahrelang Folgendes gepredigt. Er hat gesagt, ja wisst ihr, Gott ist groß, die Gnade ist groß. Ich hatte als junger Mann, als wir frisch verheiratet waren, eine Affäre. Ich bin umgekehrt, ich bin zu den Leitern der Gemeinde gegangen, ich habe alles bekannt und Gott ist groß, meine Ehe ist gerettet. Und alle applaudieren. Jahre später kommt raus, dass er ein Detail nicht gesagt hat. Nämlich, dass die Affäre ein 12-jähriges Mädchen war. Ist ein Unterschied, oder? Das ist ein großer Unterschied. Das nennt man Scheibchentaktik. Ich bekenne das, was ich muss. Jetzt setzen wir uns, dieser Pastor in Amerika, den google ich jetzt mal, der hat ja einen Balken in der Fresse, das geht ja mal gar nicht. Wie kann man sowas übersehen? Wie kann der das nicht bekennen? Also das hätte ich ja sofort gewusst. Weißt du, für wen die Bibel geschrieben ist? Nicht, dass wir über den Pastor reden, wir reden jetzt über uns. Wir alle haben einen Reflex in uns, wenn wir nicht aktiv anders reden, dass wir eine Scheibchentaktik machen. Wir bekennen das, was wir müssen. Die Bibel sagt, wir sollen alles bekennen und nicht nur das bekennen, wo ich schon ertappt wurde. Ich muss und darf alles ans Kreuz bringen, weil Gott weiß es eh schon. Das heißt, Scheibchentaktik bedeutet, dass ich am Ende vom Tag, ist kein Anfang der Ehrlichkeit, sondern es ist eine klügere Lüge. Du merkst, ich bin gekommen, das ist ein bisschen unangenehm mit unserem Leben. Jetzt wissen wir auch, was erschüttert. Ne? Es erschüttert so ein bisschen alles. Ne? Wow, das ist krass. Okay, jetzt kommt der 4. Punkt. Wiedergutmachung. Das ist keine Werksgerechtigkeit, sondern es ist ein biblisches Prinzip. 4. Mose 5, Vers 7. Er soll sein Vergeben zugeben und alles zurückerstatten, was er dem anderen schuldet. Sogar noch 1/5 des Wertes hinzufügen. Gott sei Dank ist das Alte Testament, stimmt's? Ist es nicht schön? Wir haben hier das Kreuz, ne? Also wir müssen natürlich jetzt nichts machen. Wir gehen einfach ans Kreuz, sagen, Gott, tut mir leid, bitte um Vergebung. Ja? Und vielleicht sage ich noch am anderen kurz Entschuldigung, aber das war's. Also stell dir vor, du leihst mein Auto aus, oder? Ich leihe mir deins aus, noch besser. Ja? Du bist der Schweizer, da hat man als junger Mensch schon ein Auto. So. Also ich leihe mir dein Auto aus und ich mache das Ding kaputt. Ich gebe dir den Schlüssel zurück und das Lenkrad. Mehr ist nicht mehr übrig. Dann sage ich, vielen Dank, dass du es mir gegeben hast und du weißt, ich bin ja Deutscher, ne? Wir haben ja nichts, ja? Wir haben ja kein Geld, vergiss den Franken, wir haben den Euro. Tut mir leid. Ciao.
Buße? War das Buße? War das Buße? Aber unbewusst denken wir das so ein bisschen. Es reicht, dass ich ans Kreuz gehe. Das Interessante ist, am Versöhnungstag in der Bibel sagt Gott, es ist wichtig, die Schuld zwischen Gott und mir aufzuräumen, aber danach ist noch die Schuld nicht zwischen meinem Bruder und mir aufgeräumt. Wenn es den anderen betrifft, sagt die Bibel, es gibt einen Schritt der Wiedergutmachung. Und nicht, um mir etwas zu verdienen, sondern zu dem zu stehen. Wenn ich kein Geld habe, sage ich vielleicht, ich werde dir einfach 10 Euro im Monat zahlen. Es ist nicht viel, aber ich werde einen Schritt gehen. Ich werde einen Schritt gehen der Wiedergutmachung. Und das Interessante ist, wir denken oft, das ist das Alte Testament. Kennst du Zachäus? Zachäus begegnet Jesus und er wird total verändert von dieser Liebe und der Gnade Gottes. Und dann sagt er, Jesus, ich werde alles, was ich Leuten abgegaunert habe, zurückgeben und noch obendrauf geben. Und Jesus sagt, nein, Zachäus, mach das nicht. Wir singen das noch einmal Amazing Grace zusammen. Ja? Der wird nicht am Kreuz gestorben, Zachäus. Du musst nichts zurückzahlen. Und du musst auch nichts obendrauf legen. Don't do it. Nee, was macht Zachäus? Er macht das, was ich dir gerade vorgestellt habe. Das heißt, da ist etwas drin, was wir vielleicht verpasst haben. Und natürlich, wenn es seelische oder geistliche Zerstörung ist, kann ich das nicht so trivial machen. Aber das Herz des Herrn gibt es etwas, was ich zu Heilung und Wiederherstellung dieser Beziehung beitragen kann. Ja oder nein? Wenn ja, werde ich es tun. Das wäre Buße im biblischen Sinne. Okay, ich habe einen Leadership-Podcast darüber aufgenommen. Könnt ihr euch nochmal anschauen, gerade zum Thema Cover Culture, was in Kirchen sehr weit verbreitet ist. Und macht das ausführlicher, wie man das machen kann. Also was könnte Wiedergutmachung, Beispiel Pornografie heißen? Ich kehre um, ich erkenne Sünde, ich habe Reue, ich bekenne sie, aber ich werde radikale Transparenz ins Leben. Wiedergutmachung heißt vielleicht, dass ich eine Software auf meinen Computer drauf tue, wo ich nicht mehr zugreifen kann. Es heißt, dass ich zu Dingen stehe und einen Schritt gehe. Letzter Punkt, Verhalten ändern. Das Ziel von Buße wäre, dass mein Leben sich ändert. Und nicht, dass ich wegen den gleichen Themen immer wieder komme. Es ist ein Prozess, habe ich dir gesagt, aber ein Prozess, wo Gott drin ist. Hesekiel 18 und Jesaja lese ich dir mal vor. Darum sage ich Gott, der Herr, ich gehe mit euch ins Gericht, ihr vom Volk Israel, ich spreche jedem Einzelnen das Urteil, das er verdient. Kehrt um, wendet euch ab von allem Unrecht, das ihr getan habt, damit ihr euch nicht weiter in Schuld verstrickt. Werft alles Böse von euch ab. Ändert euch von Grund auf. Erneuert euer Herz und euren Geist. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Hier ist eine ganz aktive Haltung. Jesaja, wascht euch, reinigt euch von aller Bosheit, lasst eure Gräueltaten, hört auf mit dem Unrecht. Lernt, Prozess, wieder Gutes zu tun. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Tretet den Gewalttäten entgegen. Buße ist ein Prozess mit Gottes Hilfe. Und dieser Prozess funktioniert nur dann, wenn ich mit Gottes Hilfe neu denken lerne. Warum? Weißt du noch? Wir alle haben einen Balken in unserem Gedankengebäude, warum wir Dinge tun. Ich gehe nochmal zum Beispiel Pornografie. Ich kann immer zu dem Schlitter gehen und sagen, ja Herr, es tut mir leid, ich habe schon wieder ein Porno konsumiert. Oder ich sage, Herr, was ist mein Balken? Was ist mein Gedankengebäude, warum ich das mache? Und dann wird Gott mit dir anfangen zu reden. Zum Beispiel vielleicht sagen mein Sohn oder meine Tochter, du kannst mit Druck nicht umgehen. Wenn du mit Druck in dein Leben kommst, fliehst du. Oder mein Sohn, meine Tochter, du kannst keine Nähe aufbauen. Du hast ein Denken über Beziehungen, das dich in Isolation bringt. Lass uns ans Denken rangehen. Oder was auch immer. Gott möchte dein Denken verändern, weil dann werden sich auch deine Taten verändern, weil ich es klar erkenne. Wir gehen jetzt nochmal zum Abschluss in den zweiten, so sympathischen Teil rein, wo es heißt, du Heuchler. Da sind wir noch motiviert für, oder? Also warum sagt Gott es zu uns, zu dir und zu mir, du Heuchler? Das Wort Heuchler bedeutet, ein Schauspieler, der auf der Bühne eine Maske trägt und eine Rolle spielt. Wann bin ich ein Heuchler? Wenn ich Sünde kleinrede, bagatellisiere, nicht dazu stehe, sie nicht bekenne, holy moly spiele und in mir Abgründe sind. Wenn in meinem Lebenskeller so viel Schmadderadotz ist, aber ich nach außen eine Rolle spiele. Gott sagt zu uns, wir alle sind in der Gefahr, Heuchler zu sein. Und das ist so schockierend, weil Gott weiß ja schon alles. Also vor Gott heucheln ist das Skurrilste, was wir machen können. Er weiß sowieso schon alles und klagt uns nicht an. Und er hat die Lösung am Kreuz. Dann heißt es, die Hunde, ich erkläre es hier ganz kurz, in der Bibel heißt es, dass Hunde rauskotzen
und das wieder fressen. Wenn du keinen eigenen Hund hast, denkst du, das stimmt nicht. Das stimmt. Die kotzen das aus und fressen das einfach wieder. Wie sagt Jesus, lass uns nicht wie Hunde sein. Lass uns Buße nicht so machen, ich kotze was ans Kreuz, das nennen wir Buße, und dann fresse ich die gleiche Scheiße morgen wieder. Lass uns nicht Hunde sein, sondern lass uns mit Gottes Hilfe es anders lernen. Und warum keine Schweine? Schweine schmeißen sich in Dreck, Schweine essen jeden Müll, du kannst ihnen alles hinschmeißen und die fressen das. Und Schweine haben ein Phänomen, sind unreine Tiere in der Bibel. Warum? Ihr Fußabdruck sind gespaltene Hufe. Gespaltene Hufe bedeutet eigentlich in der Tierwelt, bis auf dem Schwein, dass es ein Wiederkäuer ist, zum Beispiel ein Schaf. Das sind gespaltene Hufe. Ein Wiederkäuer frisst Gras, kein Müll. Und frisst es immer und immer und immer wieder, kauen. Das Schwein hat Fußspuren, die heilig sind, aber ist innerlich unrein. Er sagt, lass uns keine Schweine sein. Lass uns einfach ehrlich in der Gegenwart Gottes sein. Warum? Es gibt keinen Ankläger in Christus. Lass uns vor Gott kommen und sagen, so sieht's aus in meinem Leben und du darfst mich auch verändern. Dieser Prozess geht nur mit dem Heiligen Geist. Du kannst in jedem dieser 5 Schritte komisch werden. Du kannst in der Anklage sein, anstatt in der Reue. Du kannst in der Schwere sein oder in der Veränderung. Es geht nur mit dem Heiligen Geist. Und Gott möchte es in dir hervorbringen. Und damit möchte ich enden, weil Historiker sagen, dass zur Zeit von Jesus bei der Kreuzigung man davon ausgeht, dass die meisten Leute, inklusive Jesus, den Querbalken getragen haben und nicht das ganze Kreuz. Das ganze Kreuz ist so unförmig, kannst du dir mal vorstellen, wie trage ich das? Der Balken war in sich schon schwer genug. Und die meisten Historiker sagen heute, man hat sehr wahrscheinlich diesen Balken zum Kreuz selber getragen und wurde dann dorthin genagelt. Jesus hat deinen Balken schon getragen. Er hat jede Gedankengebäude, jede Gedankenfestung, alles, was in dir gegen Gott rebelliert, am Kreuz getragen. Er trägt es nicht nur, sondern er sagte, mein Sohn, meine Tochter, wenn du zu mir kommst und mir erlaubst, mit meinem Heiligen Geist in dir zu wirken, wird tiefe Veränderung dadurch möglich. Ich möchte vorlesen, was am Kreuz passiert. Das Kreuz bedeutet, du und ich sind sündiger und fehlerhafter, als wir jemals zu glauben wagten. Und zugleich sind wir Jesus Christus mehr geliebt und angenommen, als wir uns jemals erträumen konnten. Beides stimmt. Beides stimmt. Wir sind verlorener, als wir uns vorstellen konnten und gleichzeitig geliebter. Am Kreuz sehe ich meine Verlorenheit, meine Sünde und die Zerstörung und gleichzeitig Gottes Liebe. Ekplesso würde bedeuten, Herr, du darfst mein Denken sprengen und darfst es auch erschüttern. Ich brauche das Kreuz und ich brauche deinen Heiligen Geist und ich brauche, dass du es mir vorbringst. Mach mich zu einem Menschen, der andere Reflexe hat, der sofort sagt in jeder Situation, Herr, was ist mein Balken? Was ist mein Balken, Herr? Verändere mein Denken. Römer 12,2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. So könnt ihr entscheiden, was Gottes Wille ist, was gut ist und Gott Freude daran hat. Ich werde jetzt beten, dass Gott in der Stille zu uns redet. Es ist eine Atmosphäre, die wir jetzt gemeinsam ausprobieren. Es ist keine Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit. Es ist keine Atmosphäre der Anklage. Es ist eine Atmosphäre, wo Christus persönlich hier vor Ort ist und uns einlädt, ehrlich zu sein, wo der Heilige Geist, wenn du es willst, dir einfach Dinge zeigt, wo wir umkehren können. Vater, ich danke dir, dass in der Stille, wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Ich binde alle Anklage über uns, alle Hoffnungslosigkeit, alle falsche Schwere. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, für jeden, der das möchte und für mein Leben. Zeig du mir auf, wo Sünde in meinem Leben ist. Zeig du mir meine Gedankenburgen, meine Gedankenbalken. Zeig du mir Weltbilder und Weltanschauungen, die mich daran hindern, deine Auferstehungskraft zu erleben. Rede in der Stille, was du mir zeigen möchtest, meinen Gedanken, meiner Fantasie und meinen Gefühlen. Mein Gebet heute ist, dass diese Predigt direkt in dein Herz gesprochen hat. Und wenn sie das getan hat, dann nimm dir doch einen Moment Zeit und schreib dir auf,
was der Heilige Geist zu dir sagt. Dann vergisst es du auch nicht. Und möchtest du mit uns weiter connecten, dann findest du unter diesem QR-Code alle möglichen Kanäle oder komm doch mal bei uns in Zürich vorbei. Bis bald.